einem neuen Video. Heute werde ich ein Video machen auf der Seite «Teste dich». Und ja, ich habe mir Eyelashes drauf gemacht, weil ich gerade einfach Lust hatte. Es kann sein, dass die ein bisschen komisch aussehen, als die da, weil ich sage nicht gut, die alle bekommen haben. Am Mittwoch habe ich mir auch Eyelashes drauf gehabt und die sind extrem schön geworden. Aber jetzt sieht es so scheiße aus. Wow. Und zwar wissen Sie, dass ich ein Billie Eilish Fan bin. Ich habe Klamotten von ihr. Ich lege mich amigs ähnlich an wie sie. Ich habe dort hinten 3 Posters, du jetzt eins und du jetzt eins. Darum habe ich mir so gedacht, ey, komm, ich mache doch auf «Teste dich» so einen Quiz über Billie Eilish. Und dann besser gesagt, bist du ein wahrer Billie Eilish Fan? Habe ich jetzt dort die Seite. Ja, ich habe hier einen Fall einen Stuhl. Und ich will gerade so 3, weil ich gerade extra Lust habe. Und ja, es hat 20 Fragen, also wir werden beschäftigt sein. Oder ich zumindest. Und ich hoffe auch, dass ich es nicht irgendwie verkacke. Weil fangen wir jetzt an mit dem Video. Ihr seht jetzt die Seite hier und ich will jetzt auf die Seite gehen. Wann hat Billie Eilish Geburtstag? 24.12.2001, 21.08.1999, 18.12.2001 oder 12.01.2000. Sie hat am 18.12. hat sie Geburtstag. Nächste Frage. Wie heißt Billie Eilish mit vollem Namen? Billie Eilish O'Connell, Billie Parrott, Billie Eilish Parrott O'Connell. Das ist das unterste, weil es hat einen langen Namen und ich glaube generell Amerikaner haben einen langen Namen. Nächste Frage. So, wie heißt ihr Bruder? Philip, Phineas, Finn. Phineas heißt er. Wie heißt die Freundin von Billie Eilish Bruder? Sandy, Sophie, Claudia. Claudia folge auf YouTube, glaube ich, und auf Instagram, ja. Wie viele Abonnenten hat Billie Eilish auf Instagram? Stand 26. Januar 2020. 5 Millionen, 49,9 Millionen, 9800, 7000, ja, 10.000. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, sie hat 49,9 Millionen, weil ich glaube, sie hat jetzt mehr als die 50 Millionen, denke ich mir. Wir sehen sie dann am Schluss. Was ist ihre Lieblingsfarbe? Mag keine Farbe, hat keine, schwarz und blau, grün, gelb, orange, pink, lila und magenta. Ich habe mal in der Farbe magenta mein Haar gehabt. Also wenn man mich von früher kennt, also ich habe solche Haare gehabt. Ja, wieso steht eigentlich, hat keine Farbe, schwarz und blau. Ich glaube, sie hat gar keine Lieblingsfarbe. Ja, das denke ich. Aber weil sie oft grün angelegt ist und weil sie grüne Haare hat, hätte ich eher grün gedacht. Vielleicht grün, gelb, orange. Sehr schwierig, muss ich gerade sagen. Egal, machen wir weiter. Wie alt ist Billie Eilish? Stand 26.01.2020. Sie ist jetzt 18, weil sie ja am 18.12. Geburtstag hat. Was ist ihre aktuelle Haarfarbe? Blond, grau, weiß, blau, grünansatz, dunkelbraune Spitzen, schwarz. Eindeutig das mit grün. Da habe ich ja gesagt, ja, ich kann mir vorstellen, dass ihre Lebensform grün ist. Mit wie vielen Jahren hat sie das erste Mal die Haare gefärbt? Oh Gott. Woher soll ich das wissen? 14, 16, noch gar nicht. Ich glaube mit 14, obwohl sie hat ja blonde Haare und ich denke 14 schon. Obwohl das ja, ich sage 14. Und welche Haarfarbe? Lila, blau, wie gesagt, noch nie. Woher soll ich das wissen? Grau-weiß. Ich glaube, jetzt ist schon grau, wie sie Haar hatte. Ich glaube, im Musikvideo hätte man es auch gesehen von ihr, also Ocean Eyes zum Beispiel. Wie hieß das erste Lied, was in ihr Leben geschrieben hat? Finger Crossed, Ilo Milo, Lovely, Bad Guy oder Ocean Eyes. Sie hat Finger Crossed, ich glaube, wegen einer Netflix-Serie oder einfach wegen einer Serie.
Wegen Zombies und so irgendwie. Ich denke das. Und das habe ich auch mal schon irgendwie in einem Video gehört. Was war ihre erste Single? Keine Ahnung, ist auch nicht wichtig. Lovely, Everything I Wanted, Bad Guy, Ocean Eyes. Ocean Eyes ist ihr erstes gesehen und ich glaube, durch das hat sie auch den Durchbruch gehabt, in die große Welt berühmt zu werden. Dann, welche Krankheit hat Billie Eilish? Weiß ich nicht. Tourette und Asthma, ADHS, keine. Sie hat Tourette und Asthma auch, ja. Tourette ist ja das, wo man die Tics hat und Asthma ist, glaube ich, bin nicht ganz sicher, wenn man zu viel zum Beispiel Sport macht, dass man mit so einem Kästchen Luft reinnehmen. Ich habe keine wieder verurteilt, mich nicht, weil ich das nicht weiss. Vor was hat Billie Angst? Vor nichts, keine Ahnung, Wasser. Ich glaube, da hätte sie mehr Antworten können machen, meiner Meinung nach. Aber es ist Wasser, weil sie hat das auch mal gesagt hat. Zum Beispiel, wo sie Bad Guy gemacht hat, hat sie müssen mehrere Mal unter Wasser sein. Und das hat sie halt nicht gern gehabt. Ihre Ticks sind dann ausgeflippt. Ihr ist so peinlich, dass sie nicht einfach heulen. Oder fast heulen und ja. Also Leute, ich bin jetzt gerade am Bearbeiten, dann sehe ich immer noch so aus. Weil ich will unbedingt morgen am 9. das Hassvideo. Und zwar ist so, wenn ihr schon mal das Musikvideo von Bad Guy angeschaut habt, ist auch dann die Teil, wo da so zwei Männerköpfe in so einem Sack sind voller Wasser und sie da halt reinstechen. Aber eigentlich hat Billie Eilish die Rolle gehabt, dass sie halt in dem Sack drin ist. Aber weil sie eben die Attacke, die ich da gerade erklärt habe, hat sie nicht möchte. Dass ihr genau mehr Bescheid wisst und ja, so, jetzt könnt ihr ein bisschen mehr lernen durch mich, wer Billie Eilish ist. Wow. Ja, soll ich noch das sagen. Für welche Serie hat Billie Barry and Fred geschrieben? The Walking Dead, Tote Mädchen lügen nicht, für keine, eine Kinderserie, weiß nicht. Er sagt, Tote Mädchen lügen nicht, aber ich bin mir sehr unsicher. Und wer war ihre große Liebe? Shawn Mendes, Justin Bieber, sie ist lesbisch, kein Plan. Justin Bieber, natürlich. Was ist ihr Lieblingstier? Hunde, sie hasst Tiere, Delfine, sie liebt alle Tiere, keine Ahnung. Also sie hat selber einen eigenen Hund, aber ich glaube, sie liebt schon irgendwie alle Tiere. Also sie auch gerne gut reiten und so. Ich glaube, sie liebt alle Tiere, weil sie zum Beispiel auch eigene Spinnen hat und so. Das habe ich auch mal in einem Interview gesehen. Jo, ich denke mal das. Welches Haustier hat sie und wie heißt es? Ein Hund Pepper, 6 Fische haben keinen Namen, eine Katze Zoe, sie hat kein Haustier. Sie hat einen Hund namens Pepper. Wie heißt ihre beste Freundin? Bethany hat keine Freunde. Faye, Zoe, Grace. Ich sage Bethany, weil ich denke, jo, ist ein bisschen schwieriger Name. Weil die anderen sind alle so leichte, einfache Namen. Ich habe keine Ahnung. Ihre Lieblingsfrucht? Apfel, Erdbeere, Granatapfel, Avocado. Sie mag kein Obst. Avocado zu 100%. Sie hat mal ihr Instagram-Name zu etwas mit Avocado eingespeichert. Ich weiß nicht genau, was es war. Ja. Wenn ihr es wisst, schreibt es in den Kommentaren. Also, wow. Du bist eine echt großer Billie Eilish-Fan. Du liebst sie bestimmt auch so sehr wie ich. Super gemacht. Du hast 18 von 20 Aufgaben richtig beantwortet. Im Durchschnitt haben die 15 Surfer, die das Quiz gemacht haben, 14,47 richtige Antworten gegeben. Upsala. Das habe ich nicht falsch. Ich hab's gewusst! Irgendetwas mit diesen Farben. Ich spiele nochmal zurück. Aber weil sie oft grün angelegt ist und weil sie grüne Haare hat, hätte ich eher grün gedacht. Vielleicht grün, gelb, orange. Sehr schwierig, muss ich gerade sagen. Oh mein Gott, ich war
Zuerst habe ich mir so gedacht, Zoe. Und dann habe ich mir umentschieden. Ah, Mist. Avocado ist auch richtig. 2, die falsch sind. Gut. Auf jeden Fall war es das mit dem Video. Folgt mir gerne auf Instagram, das steht jetzt hier. Auf TikTok auch bitte gerne. Und dann auf Telonym auch noch, weil ich kann mir so denken, dass ihr vielleicht mal dort rein eure Kenntnisse könnt schreiben. Ich werde es dann auch auf Instagram posten. Und ich es dann in so ein YouTube-Video verpacken kann. Weil es ja anonym ist, kann auch nichts passieren. Und ich würde es auch nicht persönlich nehmen, weil ja, ich finde es einfach extrem lustig, dann eure Geheimnisse einfach mal so ein bisschen vortragen. Und ich habe eh nicht so viele Abonnenten, also es kann nicht so einen großen Schaden geben. Dann, wie gesagt, was für ein Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gerne Daumen nach oben und abonniert unbedingt meinen Kanal. Ich weiss, es hat sehr großen Abstand zwischen den Videos, aber es geht halt sehr schlecht, weil ich zum Beispiel ab dem 10., also nächste Woche, habe ich aber wieder 3 Tests. Dann, die Woche darauf habe ich dann auch wieder 3 Tests. Das sind wieder Ferien. Also in der Ferien werden vielleicht wieder Vlogs kommen, ich weiß auch nicht. Weil dann eigentlich Fasnacht ist. Und eventuell könnte auch meine kleine Vlog-Kamera wieder zu Einsatz kommen. Aber es ist noch nicht ganz klar. Auf jeden Fall sieht man sich dann beim nächsten Video oder beim nächsten Vlog. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao!